Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der 160. Folge vom Volline Podcast. Und um das gebührig zu feiern, haben wir heute einen speziellen Gast bei uns, und zwar Salome Lang. Sie ist Hochspringerin oder ehemalige Hochspringerin, über das werden wir dann später noch genau reden. Und ja, damit herzlich willkommen, Salome, bei uns bei Volline. Hallo, freut mich sehr, dort zu sein. Danke, bist du gekommen, ja. Ja, mich freut es ganz fest, dass du da bist heute. Und Salome, wir starten ja jeden von unseren Podcasts damit, dass wir unseren Gast oder unsere Gästin fragen, wie sind deine letzten paar Wochen gelaufen, beziehungsweise was ist sportlich bei dir gelaufen? Hm. Also ich habe Anfang März meine neue Stelle angefangen, von dem her, ich habe jetzt neu arbeiten. Und sportlich gesehen ist es vor allem viel Tennis und Volleyball gesehen und so ein bisschen Fitness, also wirklich voll im Breitensport angekommen. Okay, also du sagst, Arbeiten und Sport machst du gleich noch ein bisschen. Wie ist es so, ähm, ja jetzt, ich weiss, du hast wahrscheinlich Balance noch nicht ganz gefunden. Es ist jetzt noch nicht so lange her, seit du zurückgetreten bist. Also du bist im letzten September 2024 zurückgetreten. Wie weit bist du da schon fortgeschritten mit dem Finden vom alltäglichen Leben? Hm. Also ich muss sagen, so vom Arbeiten her, das geht gut. Ich meine, die geregelten Arbeitszeiten helfen da natürlich. Ich glaube, was mir noch ein bisschen schwerfällt, ist so ein bisschen die Balance finden, wie viel Sport soll ich jetzt machen oder wie viel Sport ist jetzt gut, weil wenn man so viel trainiert hat, hat man natürlich irgendwie eine falsche Vorstellung, was ist normal im Alltag, wie viel Sport soll man integrieren. Und bei mir ist es so, wenn ich einen Tag keinen Sport mache, habe ich das Gefühl, ich mache viel zu wenig. Ja. Von dem her, ich habe immer noch so ein bisschen den Sportzwang. Ich glaube, den muss ich noch ein bisschen finden. Aber sonst geht es super. Also ich habe wirklich Freude am Sport, ich habe Freude an der Bewegung und es ist auch schön so, ich muss eigentlich nichts mehr machen, wenn ich nicht will. Sorry. Und von dem her, das macht schon mega Spaß, dass ich wirklich einfach den Sport machen kann, wo ich Lust drauf habe. Mhm. Wie kommt es eigentlich, dass es Tennis, Volleyball und Fitness sind? Hm. Tennis habe ich früher schon gespielt, bevor ich Profi geworden bin. Und mein Freund spielt sehr viel Tennis. Das heißt, das hat sich also wie ergeben, dass wir jetzt viel zusammen gehen spielen. Volleyball hat mir schon immer mega Spaß gemacht in der Schule damals. Und da bin ich so ein bisschen in einem Verein dabei in der Region und habe darum da ins Training können reinschauen. Und das Fitness ist einfach allgemein, dass ich erstens meine Rückübungen, die ich immer noch machen muss, einfach, dass ich gesund bleibe und einfach so ein bisschen für einen Ausgleich, wenn ich alleine etwas machen will. Geht es auch ein bisschen darum, dass es nicht vergleichbar ist mit Hochsprung? Also weißt du, zum Beispiel jetzt joggen, könntest du es vielleicht doch auch noch ein bisschen mit dem alten Sport vergleichen, oder es sind doch auch Sachen, die ja schon nicht ganz näher am Hochsprung Ja. sind. Nein, nicht unbedingt. Ich gehe auch noch so sporadisch ins Leichtathletiktraining, vor allem mehr wegen der Freunde einfach, dass ich die noch sehe. Ist auch überhaupt nicht so, dass ich mich will distanzieren von der Leichtathletik, aber was man schon muss sehen, Leichtathletik ist ja nicht spielerisch und ich habe sehr Freude am spielerischen Sport jetzt und auch am Mannschaftssport. Aber dass ich irgendwie mich distanzieren will, das hat nicht mit dem zu tun, nein. Okay. Gut. Man muss ja sagen, deine vorherige Sportart hat sicher geholfen, zumindest wenn du irgendwo am Netz stehst. Ja. Gewisse Höhe erreichst, wenn nötig. Ja, also ich muss sagen, da habe ich sicher einen Vorteil, obwohl ich dort Anfängerin bin beim Volleyball. So die Sprungkraft ist da und die Größe natürlich. Das Problem ist jetzt mehr das Timing. Ich springe meistens höher wie die anderen, aber ich bin dann schon wieder am Boden, wenn der Ball dann mal an der richtigen Position ist. Also das muss ich noch ein bisschen finden. Aber sicher so die Grundfitness auch und so, das hilft mir natürlich extrem jetzt, ja. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Vielleicht zum Salome Lang ein bisschen von vorne oder von ganz früh kennenzulernen. Du hast, wenn es mir recht ist, nicht allzu früh mit Hochsprung angefangen. Stimmt das? Das stimmt, ja. Ich glaube, in der Leichtathletik ist es normal. Also ich habe mit 6 Jahren angefangen mit Leichtathletik, also schon sehr früh, halt so im Ja. Kids-Training und dann machst du einfach alles. Und ich habe eigentlich bis so zur U20-Kategorie noch Mehrkampf gemacht. Einfach weil mir das Training allgemein mega Spaß gemacht hat. Und dann hat man halt schon gesehen, dass ich im Hochsprung am besten war. Und dann hat man dort davon spezialisieren, weil einfach das größte Potenzial rum war. Aber ich habe auch noch, während ich Profi war, zum Beispiel Hürden immer trainiert, weil das auch im Hochsprung hilft. Also ich habe sehr lange noch sehr vielseitig trainiert, was ich auch cool gefunden habe. Mhm. Also was für ein, oder wie siehst du den Hochsprung in der Gesamtleichtathletik inne? Also ist es so ein bisschen
für dich, also klar, es ist deine Disziplin, aber jetzt, wenn du mal einen Schritt weg machst, wie tut sich der Hochsprung ins Leichtathletik einfügen? Also was spielt das für eine Rolle? Weißt du, was ich meine? Nein, nicht ganz. Ja, also zum Beispiel, es gibt ja Paradedisziplin, sagen wir jetzt mal 100 Meter Sprint. Und das ist so ein bisschen, ja, das, was dann alle schauen. Und wie hast du den Hochsprung in dem Sinn wahrgenommen? Was, ja, welchen Stellenwert hat er in der Leichtathletik? Ja. Also sicher natürlich nicht ganz der gleiche Stellenwert wie irgendwie die Laufdisziplin oder vor allem die Sprintdisziplinen, das ist klar. Ich finde, man merkt es in der Leichtathletik sehr, es ist einfach geprägt von Persönlichkeiten. Das heißt, wenn das Leistungsniveau hoch ist, dann ist auch die ganze Aufmerksamkeit von der Disziplin viel größer. Und im Moment ist das Hochsprungniveau extrem stark. Also der Weltrekord ist ja letztes Jahr gebrochen worden von der Ukrainerin. Dementsprechend ist sicher in der Leichtathletik-Bubble der Hochsprung sehr präsent gewesen. Und was ich noch finde, ist jetzt im Vergleich zu einer anderen, wie zum Beispiel Kugelstoßen, im Hochsprung können sich auch Laien etwas darunter vorstellen. Also wenn du mit jemandem schwätzt, der keine Ahnung hat von Leichtathletik und du sagst, du springst fast 2 Meter, dann finden das alle mega beeindruckend, weil sie sich so die Höhe vorstellen können. Und Ja. das hilft ein bisschen, finde ich, dass die Leute, die keine Ahnung haben, das trotzdem mega spannend finden. Okay. Also bist du immer zufrieden gewesen, dass am Schluss der Hochsprung wurde ist? Bei dir? Ja, nein, ich habe sehr gerne Hochsprung gemacht. Natürlich, es ist eine Randsportart, das ist ja so, aber ich finde es schön an Randsportarten, die Leute machen es eigentlich nicht nur wegen dem Geld oder sonst irgendetwas, sondern die Leute machen es eigentlich wirklich, weil sie es gerne machen und dementsprechend ist es eine mega tolle Community gewesen und ich bin immer gerne Hochspringerin gewesen. Wenn man jetzt zurückschaut und du sagst, du hast Mehrkampf gemacht, hat es eigentlich auch Sachen gegeben, die du nicht gut hast können? Ist das- das- Was ich mir so gewöhnt bin aus Zeiten, wo man noch so Sachen in der Schule gemacht hat, 1, 2 Disziplinen, da rebelt es und bei den anderen ist man, naja. Ja. Also ich bin eigentlich vielseitig gut gewesen. Ich bin auch schnell gewesen, was mir bei vielen Disziplinen geholfen hat. Ich habe sogar Kugelstoßen einigermaßen auf die Reihe gebracht, aber die Würfe sind natürlich als Hochspringerin sowieso schwer, weil du einfach ganz andere Kraft trainierst, wie das nötig wäre. Und ich weiß noch einmal, hatte ich einen Mehrkampf geplant zu machen. Und mein Trainer hat gesagt, ja, also irgendwie so 3 Wochen vorher haben wir dann auf der AFA trainieren. Er sagt, in 3 Wochen lernt jetzt jeder noch irgendwie Speer werfen. Und nach diesen 3 Wochen hat er gesagt, ja, ich glaube, das kann wirklich nicht jeder lernen. Also zum Beispiel Speer werfen, das habe ich wirklich einfach gar nicht können. Ja. Von dem her hat es schon auch Sachen gegeben, die nicht so mies waren, ja. Okay. Und ja, es ist dann weitergegangen mit Hochsprung, eben wie du gesagt hast. Wo ist so der Moment gekommen in deiner Karriere, wo du gemerkt hast, hey, ich habe es irgendwie geschafft, ich bin angekommen, ja, ich bin jetzt da in der Szene sicher jemand und es wird weitergehen so. Ich glaube, also ich habe eine grosse Rückenverletzung im 2018, da habe ich die ganze Saison verpasst. Und nachher also eigentlich meine Comeback-Saison im 2019, dort habe ich dann das erste Mal auch international bei den Erwachsenen starten. Ich konnte meine erste Diamond League machen und wie so die Leute, die man sonst immer im Fernsehen gesehen hat, die haben mich dann auch kennt. Also dann gehörst du so wie dazu. Dort habe ich dann eigentlich gemerkt, dass ich wahrscheinlich in dieser Disziplin am meisten Potenzial habe, dass es noch weit gehen kann. Also wäre immer noch die Möglichkeit gewesen, also ein Disziplinenwechsel. Also es war schon möglich gewesen, aber es war überhaupt kein Thema mehr gewesen. Okay. Und ja, also es wäre vielleicht noch Hürde geworden, oder was jetzt zum Beispiel? Eher Weitsprung. Ich habe noch sehr lange Weitsprung auch noch gemacht. Eben von der Schnelligkeit her hat das immer gut funktioniert und ist halt auch eine Sprungdisziplin. Aber schlussendlich mit meiner Größe auch und irgendwie habe ich auch mehr Freude am Hochsprung, ist es dann Hochsprung geworden. Cool. Ja, und du bist ja Teil von dieser extrem starken Schweizer Leichtathletik-Generation. Also wenn man jetzt so schaut, so die Jahrgänge um deinen herum oder um uns herum, wir haben glaube ich alle den gleichen Jahrgang, lustigerweise. In dem Fall. Ja. Da bist du auch eben eines von diesen grossen Talenten gewesen. Was macht das jetzt eigentlich so mit dir, wenn du die anderen jetzt so siehst? Eben gerade jetzt war ja die Halle-WM, die Schweiz mega erfolgreich. Löst das amigs noch so ein bisschen etwas in dir aus? Oder ist das einfach ja, eine gewisse Freude, die man hat für die alten Kameraden? Oder, ja, wie sieht das aus? Also natürlich, die Freude ist riesig.
Gerade jetzt an der WM sind viele Freundinnen und Freunde von mir gesehen und es freut mich mega, dass es ihnen so gut läuft. Ich sage auch immer, ich vermisse den Sport, aber ich traue nicht nach. Also es ist jetzt nicht so, ich habe die WM geschaut, ich habe die EM verfolgt, also ich kann das mit gutem Gefühl schauen und kann Freude dabei, die Leichtathletik zu verfolgen. Aber natürlich denkt man, hey, wenn der Rücken nicht gewesen wäre, wäre ich jetzt dort auch dabei. Oder auch von den Leistungen her könnte ich ja von der Bestleistung her um eine Medaille mitspringen an so einem Grossanlass. Und natürlich sind da manchmal auch die Gedanken, es ist schade oder ich wäre gerne noch dabei, was ja auch stimmt. Ich hätte ja gerne noch 4 Jahre gemacht, das habe ich ja auch so kommuniziert. Aber es sind sehr viele positive Gefühle. Also man vermisst es, aber es ist auch sehr viel toll, wie es jetzt ist. Und ich genieße das Leben jetzt auch sehr fest. Von dem her, es ist wirklich ein schönes Gefühl jetzt, ja. Als Sportlerin hast du dich ja wahrscheinlich können, ja, mega einfach sagen, sage ich jetzt mal, identifizieren. Du bist die Hochspringerin gewesen, alle haben dich wegen dem gekannt. Und ja, es war einfach klar gewesen, Salome Lang Hochsprung. Wie ist es jetzt? Wie gehst du damit um, mit dieser Identifikation? Wer bist du jetzt und wie holst du das, wenn jetzt deine Kollegen im Fernsehen siehst, wie kannst du dir gleich selber sagen, hey, ich bin eigentlich zufrieden mit dem, was ich jetzt bin? Ja, ich glaube, so die Identifikation von einem Profisportler oder Profisportlerin ist immer sehr schwer, weil halt das Leben praktisch von dem. Ich muss auch sagen, das bist jetzt noch ein bisschen. Also man ist immer noch die ehemalige Hochspringerin oder die ehemalige Profisportlerin, also das geht nicht weg. Und das ist ja irgendwie auch schön, dass das nicht weggeht. Aber gleichzeitig habe ich schon immer in meinem Leben so viel anderes noch gehabt. Also ich habe ja studiert nebenan, ich habe sehr viele Freunde auch außerhalb der Leichtathletik gehabt und eben auch die Hobbys, die ich jetzt habe. Das ist wie etwas, das habe ich immer einfach zurückgestellt während der Karriere. Aber das ist immer auch ein Teil von mir gewesen. Und ich glaube, das hilft mir extrem, dass ich nie Vollprofi war. Also dass ich immer noch etwas anderes nebendran gemacht habe. Und ich habe auch so viel, also mein Umfeld, für die bin ich nicht Hochspringerin gewesen, für die bin ich Salome gewesen. Egal wie gut es gelaufen ist, egal wie schlecht es gelaufen ist, dort hast du immer einen Platz und die gehen nicht anders mit dir um. Und das hilft extrem, dass du einfach wirklich so ein breites Umfeld hast und so viele andere tolle Sachen hast in deinem Leben, dass du wirklich weißt, hey, der Sport ist ein Teil von mir gewesen, aber nie alles. Ja. Genau, weil man muss ja sagen, eben, du hast ja parallel dazu noch studiert, Genau. damals an der Uni St. Gallen. Gleichzeitig wie du als Kind. Gleichzeitig wie ich, wir sind uns nie über den Weg gelaufen. Nein, Aber, wirklich nicht. ja, ich war wahrscheinlich auch eher im Trischli gewesen und du auf dem Sportplatz. Von dem her. Würde ich jetzt so nicht einmal unterschreiben. Ah, ja. Also ich bin im Assessment-Jahr, das ist halt das Jahr im 2018, gewesen, bin ich verletzt gewesen. Und dementsprechend im ersten Jahr bin ich auch sehr viel im Trischli gewesen, ja. Also ihr müsst vielleicht für die erklären, die nicht St. Gallen-affin sind, das ist einfach der Club, wo alle Studenten und Studentinnen hingehen, oder? Genau, jeden Mittwoch, Spritwoch. Und nachher endet man im Kränzlin und holt sich einen Döner. Wow, also wir haben doch den gleichen Werdegang gemacht. Habe ich auch eines miterleben. Einmal habe ich das genau die Chronologie habe ich auch mitmachen. Ja, Toll, ja. So ist ein guter Wegen Ja. ja, voll. Du hast deine Frage. Ja, meine Frage, ja. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift mit nostalgischen Sachen. Aber nein, meine Frage wäre eigentlich gewesen, eben, du hast studiert, du hast gesagt, du hast ganz viele andere Sachen nebenbei gemacht, Freunde, Familie. Wie hast du das neben dem Sport unter einen Hut gebracht? Und gerade die Anschlussfrage, ist dir jetzt fast ein bisschen langweilig? Bist du fast ein bisschen unterfordert jetzt? Hast du zu viel Zeit für alle anderen Sachen plötzlich? Also alles unter einen Hut gebracht ist wirklich einfach Zeitmanagement. Ich muss auch sagen, ich habe die Vorlesungen vielleicht dann auch mehr mit den Notizen der Kollegen bestanden, wie mit meinen eigenen Notizen. Aber irgendwie, also ich habe das Studium Teilzeit gemacht, muss man auch sagen. Ich habe es ein bisschen länger gehabt, wie normalerweise. Aber es ist ein grosser Aufwand gewesen und die Tage sind lang gewesen. Das will ich nicht irgendwie kleinreden, aber es hat mir alles immer Spaß gemacht. Und ich hatte die Unterstützung von allen Seiten gehabt und meine Freunde haben immer Verständnis gehabt, wenn es halt 2 Monate gegangen ist, bis man sich wieder gesehen hat oder so. Also ich habe da nie irgendeinen Druck verspürt, was natürlich sehr angenehm war. Und langweilig, ich sag mal, es ist sicher ungewohnt, dass wenn du irgendwie um 5 Uhr vom Arbeiten heimkommst, hast du einfach frei. Aber wie gesagt, ich habe so viel Zeugs, die ich gerne machen würde. Also meine Tage sind für mich eigentlich immer noch ein bisschen zu kurz. Von dem her langweilig wird man so schnell nicht, nein. Das ist cool. Und man sagt ja immer, du kannst so viel mitnehmen aus dem Sporterleben.
Sportlerinnenleben in die Arbeitswelt. Ich meine, du hast jetzt den Schritt eigentlich wirklich, also du bist das Beste, also nein, bös gesagt, Versuchskaninchen, das wir jetzt fragen können. Aber wie nimmst du das wahr, wenn du jetzt merkst, hey, ist es Disziplin oder ist es, ja, was ist es, was dich auszeichnet, was du eben früher schon gehabt hast, jetzt in der Arbeitswelt? Also Disziplin sicher. Also, dass du einfach anhockst und schaffst, auch wenn es vielleicht mal nicht so Lust hast oder es eine mühsame Aufgabe ist. So das zielorientierte Schaffen und wirklich nicht aufhören, bis etwas gemacht ist, das hilft einem sicher sehr fest. Ich würde auch sagen, der Umgang mit Menschen, weil im Sport hast du so viele verschiedene Leute, die du irgendwie musst handeln können, sei es jetzt deine Konkurrenz, sei es deine Trainingspartner, das Management, Sponsoring und du bist mit so vielen Leuten in Kontakt. Das hilft dir extrem viel. Also du lernst sehr fest mit den unterschiedlichsten Charakteren umzugehen. Jetzt soll ich noch etwas sagen, jetzt habe ich es vergessen. Jetzt weiss Es gibt wahrscheinlich viele Eigenschaften, die der Sport Ja. kann mitnehmen kann. Also, Und natürlich so zum Beispiel Medienpräsenz, dass du vor Kameras kannst stehen, du kannst Interviews geben. Und ich sage mal, beim Arbeiten, wenn du etwas musst präsentieren musst, wenn du vor Leuten irgendwie dich musst verkaufen oder auch bei einem Vorstellungsgespräch, du hast ein ganz anderes Auftreten, weil du einfach doch selbstbewusst geworden bist, wenn du vor anderen schwätzt. Und ich glaube, das bringt mir jetzt auch extrem viel. wie oft denkst du denn so in einer Alltagssituation jetzt beim Arbeiten, jetzt bin ich in einem Wettkampf oder jetzt fragt SRF, wie der Wettkampf war und so weißt so das Bild holen und dann umschalten. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt noch nie passiert. Also, Okay. ich denke während dem Arbeiten wirklich wenig so, das ist jetzt gleich wie früher oder von dem profitiere ich jetzt von früher. Das ist wirklich eher im Unterbewusstsein. Das sind einfach Sachen, die man sich angeeignet hat. Wie war denn der Wechsel für dich gewesen? Also ist das einigermaßen nahtlos gegangen, dadurch, dass natürlich eben viel mit Verletzungen zu tun hast und dann schon so langsam einen Soft-Launch gehabt hast? Oder ist es für dich wirklich so eine 180-Grad-Wende gewesen nach der Sportlerkarriere oder Sportlerinnenkarriere, zu sagen, hey, jetzt bin ich eben 8 Stunden im Büro? Also ich glaube, es hat sicher geholfen, dass die letzten Jahre seit Tokio nicht optimal gelaufen sind. Eben sehr viele Verletzungen gehabt, immer wieder Rückschläge gehabt. Und ich glaube, es ist viel schlimmer, wenn du wirklich auf dem Höch bist von der Karriere und dann kommst du von 0 auf 100, das musst du aufhören. Bei mir hat sich das ja ein bisschen angebahnt. Ich habe mich immer wieder zurückgekämpft und ich habe es probiert und dann aber das letzte halbe Jahr oder so, bevor ich dann zurückgetreten bin, ist dann langsam klar geworden, dass der Körper einfach nicht mitmacht und dann ist es ein Prozess. Von dem her, ich habe dann wie irgendwann gemerkt, okay, ich werde aufhören und dann hat man das auch aufgegleist, den ganzen Prozess. Aber gleichzeitig bist du gleich noch dabei gewesen. Also eben, es ist nicht so 180 Grad gewesen. Dann im September, als ich aufgehört habe, habe ich zuerst mal Ferien gemacht und dann habe ich aber von Oktober bis Weihnachten ein Praktikum gemacht in Zürich im Consulting. Und dementsprechend, das ist dann halt nicht 8 Stunden im Büro, sondern das ist dann 15 Stunden im Büro gewesen. Das ist wirklich so ein bisschen sehr extrem gewesen. Und durch das hast du dann also ich hatte gar keine Zeit gehabt, um daran zu denken, dass es jetzt anders ist. Und das ist auch wieder so ein Leistungsumfeld gewesen. Also da bist du eigentlich wie wieder vom Leistungsdruck her wie wieder im Profisport gewesen. Mhm. Und ich glaube, das hat mir sicher auch geholfen, dass ich dort gar nicht so nostalgisch werden konnte. Okay, also einfach genug Druck aufsetzen und dann fühlst du dich wohl. Funktioniert es, genau. Klassiker. Ja, vielleicht zurück mal zu den Zeiten, wo du noch aktiv warst. Die Saison 2021 ist offensichtlich deine erfolgreichste Saison gewesen. Du hast dich für Olympia in Tokio qualifiziert, bist Schweizer Rekord gesprungen. Ja, was ist dort, wenn du jetzt zurück schaust, und jetzt hast du auch eine gewisse Distanz, kannst du vielleicht sogar ein bisschen besser beurteilen als noch vor einem Jahr. Was ist dort wirklich so gut gewesen? Wie hat sich das angefühlt? Wie bist du dort gesprungen? Ist noch schwer zu sagen, aber ich sage, die Saison 21 hat nicht optimal angefangen. Also die Hallensaison ist nicht so gut gewesen, aber ich bin wirklich körperlich in einer Form gewesen, wie noch nie. Also ich bin so parat gewesen und dann hat es einfach noch im Kopf müssen funktionieren. Ich habe mich dort dann sehr verkrampft am Anfang auf die Tokio-Qualifikation und dann irgendwann ist dort der Knopf aufgegangen und dann ist es wirklich einfach nur noch ein Genuss gewesen. Und wenn es dann einmal funktioniert, dann denkst du auch gar nicht, dann machst du einfach. Und das ist wirklich, es ist wie ein Erfolg nach dem anderen gekommen und es ist einfach alles gut gelaufen und es hat so viel Spaß gemacht, wirklich mit dem ganzen Umfeld und einfach alles, was passiert ist. Ich hatte dort einfach
nur jeden Moment probiert, so fest wie es geht, zu genießen. Und ich glaube, die Unbeschwertheit, ich bin dankbar gewesen, dass das, was ich am liebsten mache, als Beruf machen kann. Es läuft noch mega gut. Ich habe mega Freude gehabt ab jedem Interview, ab jedem Training. Und ich bin wirklich eigentlich, ich habe, glaube kaum eine Zeit gehabt, wo ich mir gedacht habe, oh nein, auf das habe ich jetzt gar keine Lust. Den ganzen Sommer durch. Und ich glaube, das hat einfach dort dann auch zu den Erfolgen geführt. Und dann, ja, dann genieße ich es einfach. Und das ist eigentlich etwas vom Schönsten von dieser Saison. Ja. Magst du dich erinnern, was es war, wo der Knopf zum Lösen gebracht hat? Ja, eigentlich so nicht so optimal gewesen, aber die ersten Wettkämpfe von dieser Sommersaison sind auch wieder sehr verkrampft gewesen. Überhaupt nicht die Leistungen, die auch das Training versprochen hat, weil im Training kannst du so ein bisschen ablesen, wie fit du bist. Und nachher hatte ich dort schon die starken Rückenschmerzen gehabt. Und dann sind wir halt beim Arzt gesehen und dann hat man vor den Olympischen Spielen, vor der Quali, wo ich es geschafft habe, gesehen, dass ich eben den Bandscheibenvorfall habe, den ich dann nachher operiert habe. Und dann ist es wie eigentlich klar gewesen, dass man da jetzt einfach so schmerzlindernde Maßnahmen ergreift, dass ich die Saison einfach fertig machen kann. Und dort ist auch noch nicht klar gewesen, sich die Diagnose dann, also wie das weitergeht. Ist das meine letzte Saison? Sagt der Rücken dann, hey, nachher ist fertig? Das ist wie offen gewesen. Und dort bin ich dann wirklich mit meinem Trainer gehockt nach dieser Diagnose, wo wir dann gespritzt haben, eben, dass die Schmerzen weggehen. Und einfach gesagt, schau, jetzt einfach genießen. Jetzt einfach machen. Und dann sind die Schmerzen weg gewesen, und dann bin ich gesehen, schau, vielleicht ist das meine letzte Saison, ich weiß es nicht. Jetzt probiere ich es einfach und will wirklich Spass haben an dem, was ich eigentlich geschafft habe. Und dann hat es funktioniert. Also es ist eigentlich fast so ein bisschen alles auf eine Karte setzen gewesen. Auf eine Art schon, ja. So, wir haben dann eben nachher ist dann schon rausgekommen, dass ja, wenn man das operiert, dann kann das nochmal gut kommen, und das heisst noch lange nicht, dass es das Ende von der Karriere ist, aber das hat man wie in dem Moment noch nicht gewusst. Ja. Und eben, du hast dich dann für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert, bist dann auch gegangen. Leider hat es nicht so viele Fans gehabt. Ja, hast du gleich ohne Fans Druck verspürt? Also man sagt ja immer, die Olympischen Spiele sind so das, wo ja dann nochmal anders sind als alle anderen Wettkämpfe. Jetzt hat es keine Zuschauer gehabt. Du hast eigentlich wirklich, ich weiß nicht, musst du vielleicht erzählen, ob du wirklich hast können für dich allein sein. Aber wie hast du das so wahrgenommen, das Zusammenspiel zwischen Druck und eigentlich dieser Leere? Also Druck, es ist ein positiver Druck gewesen, weil eben die Leistungen sind so gut gewesen vorher, das heisst, ich eigentlich gewusst, ich bin parat, und ich habe da nicht das Gefühl, ich muss irgendjemandem noch etwas beweisen, obwohl dann natürlich nachher alle gekommen sind mit 2 Metern an den Olympischen Spielen, ist dann das große Ziel und so, obwohl man auch einfach muss sagen, 3 Zentimeter auf diesem Niveau sind extrem viel, also das kommt nicht einfach so. Die Lehre, also das Ganze drumherum ist gleich groß gewesen. Eben mit den Medien und mit den Kleiderfassen und Preis auf Tokio ist ja auch nicht gerade ums Eck. Also so das Grosse von dem Spiel haben wir trotzdem erleben. Und ich bin bei so Drucksituationen, mich stresst das Publikum gar nicht. Ich finde, das pusht mich extrem. Das ist halt ein bisschen schade gewesen. Du hast eigentlich nur Trainer und ein bisschen andere Athleten im Publikum gehabt. Wenn ich einen Leistungsdruck verspüre, ist er entweder von mir selber oder halt auch, wenn ich weiss, die Leute daheim stehen am 2 Uhr am Morgen auf zum Schauen. Oder eben, ich will den Sponsoren beweisen, dass ich etwas kann. Und das hast du ja auch, also blöd gesagt, am Wettkampf in der Schweiz, weil die schauen ja dann einfach das Resultat nach. Von dem her, ich glaube, der Leistungsdruck ist jetzt nicht viel grösser gewesen, wenn es die Olympischen Spiele sind. Ich habe mir auch immer probiert zu sagen, es ist immer noch Hochsprung. Und Hochsprung funktioniert überall auf der Welt gleich. Aber natürlich, es sind Olympische Spiele. Also du willst zeigen, was du kannst. Und das hat bei mir leider nicht ganz funktioniert. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, wegen dieser Lehre habe ich weniger Druck gehabt, oder ich hätte mehr Druck gehabt, wenn das Publikum gehabt hätte. Mhm. Ist eigentlich das Klatschen, wo die Leute sind im Publikum für den Anlauf, ist das mehr zum gehypt werden und einfach so ein bisschen, ja, das Wettkampf-Feeling holen, oder hat es wirklich auch etwas mit dem Rhythmus zu tun, dass du so ein bisschen kannst in den ersten paar Schritten so ein bisschen, ja, halt einen Rhythmus bekommen? Ja, nein, das geht wirklich nur ums gehypt werden. Weil ich glaube, wenn das deinen Rhythmus vorgibt, dann wird es extrem schwer, weil die klatschen alle ein bisschen anders und dann ist es mal schneller, mal weniger schnell. Also dann würdest du, glaube ich, ganz komisch springen. Ja. Nein, das ist wirklich das Hyped werden. Und also es hat schon Wettkämpfe gegeben, wenn wirklich das Stadion voll war und alle sind am Klatschen, dann stehst du etwa dort und hast Gänsehaut, wenn du das so kannst aufnehmen kannst. Und dann gehst du auch, also ich gehe dann immer oder bin dann beim Anlauf immer ein halbes Füßchen zurück. Also, dass du wirklich mehr Distanz schaffst, weil du ein bisschen mehr gehst, weil du ein bisschen mehr pushst. Also, das kann dich extrem antreiben. Ja. Krass, finde ich noch heftig, dass das gleich in dem Moment, obwohl du eigentlich in so einem
Adrenalinzustand bist, noch kannst du überlegen und sagen, hey, ich gehe jetzt ein Füßchen zurück? Oder tut man das wie auch üben und besprechen, hey, wenn es dann anfängt zu klatschen, dann musst du dann ein Füßchen zurück? Nein, also mein Trainer hat das schon gewusst, aber das ist mehr so, das diskutierst einfach. Mhm. Das ist mehr einfach intuitiv. Wenn ich das Ja. Gefühl habe, ich gebe jetzt ein bisschen mehr, es ist auch oft so im dritten Versuch, gehst du vielleicht noch mal ein bisschen zurück, weil du dann weißt, oh, jetzt muss ich drüber, sonst bin ich draußen. Und dann hast du das Gefühl, du musst halt noch mal ein bisschen mehr pushen. Also das ist wirklich nach Gefühl. Ja, okay. Und was mich auch gerade wundernimmt zu dem Moment, wenn wir schon beim Anlauf sind, was geht da so im Kopf von dir vor, wenn du weißt jetzt geht es noch 1 Sekunde, dann laufe ich los. Ja, was sind so hast du überhaupt Gedanken oder stellt man sich dann die Latte vor, wie ich sie überspringe oder ja, wie ist das? Also im Optimalfall bist du wirklich voll im Fokus auf deiner Technik. Man sieht ja auch immer die Hochspringer, wie sie irgendwie dort stehen und irgendwie so Handbewegungen machen. Oder ich habe auch immer mit mir geschwätzt. So. Ich habe mir wie immer gesagt, was ich machen muss. Mhm. Und das ist dann meistens das gewesen, was dir der Trainer vorher gesagt hat, auf was du dich sollst achten beim nächsten Sprung. Ähm, aber natürlich, das funktioniert auch nicht immer. Also manchmal stehst du auch dort und denkst, hey, ich muss jetzt einfach drüber. Oder ich bin auch schon dort gestanden und habe gedacht, boah, meine Wade beißt. Also manchmal sind es auch so völlig random Gedanken. Ja. Aber eigentlich bist du wirklich einfach bei dir und der Technik. Dass du dich wirklich voll auf das konzentrierst, ja. Was ist eigentlich wichtiger? Ist es der Kopf, Technik oder ist es einfach wirklich, es geht das eine nicht ohne das andere? Es geht nicht ohne einander. Also es braucht beides. Ich sage immer, meine besten Wettkämpfe sind die, wo ich nicht an Technik haben müssen denken, weil ich einfach von der Tagesform her und vom Gefühl her, es ist automatisch passiert. Es gibt auch Sprünge, da weiß ich nicht, also dort habe ich meine jetzt sowieso nicht, weil es lang her ist, aber dort bist du im Nachhinein da gewesen und du weißt nicht mehr, was du gedacht hast. Das sind so, wenn du zu viel nachdenkst, ist es meistens, dass irgendetwas nicht stimmt, dann verkrampfst du dich und so. Ich meine, die körperliche Form kannst du im Wettkampf eh nicht mehr ändern. Entweder bist du parat oder nicht. Von dem her so ein bisschen das unbeschwertes Freude haben, das ist eigentlich das, was dann auch zu den guten Sprüngen führt. Ja. Ja. Hast denn du aktiv mit einem Mental Coach zusammengearbeitet? Habe ich das richtig gelesen? Genau, ja. Richtig intensiv. Ja, so, schon sehr intensiv, aber das ist bei mir mehr ums Gewicht und das Essen gegangen, weil ich mal so in eine Essstörung abgerutscht bin. Ich habe selten mit ihm über Wettkampfsituationen geschwätzt, über Druck geschwätzt, weil das hat bei mir eigentlich immer funktioniert. Ich habe eigentlich an den Wettkämpfen, meistens, wenn es darauf angekommen ist, hat mich der Druck nicht gehemmt, sondern hat mich eher gepusht. Also ich hatte da keine Probleme gehabt mit dem. Bei mir ist wirklich der Gedanke ums Essen und ums Gewicht, wo eher mich bremst hat. Und das habe ich mit ihm vor allem besprochen. Ja. Genau, wenn du das gerade ansprichst, also du hast ja schon öfter oder tust dich offen für Themen wie eben das Red S-Syndrom äußern oder auch zum Beispiel eben das Female Empowerment Projekt von Swiss Olympic. Wieso, also nebst vielleicht deiner eigenen Vergangenheit, wieso ist dir das so wichtig? Ähm, Ich glaube einfach, es ist immer noch ein Tabuthema, dass viele nicht über das schwätzen oder auch junge Athletinnen sich auch nicht getrauen, das auszusprechen. Und auch durch Social Media oder auch halt in der Leichtathletik, man vergleicht sich so schnell mit anderen. Wir haben halt die mega kurzen Wettkampfsachen an, das heißt gerade der Körper ist einfach exponiert. Und das ist natürlich, das hilft nicht, wenn man dann denkt, boah, vielleicht muss ich 2 Kilo abnehmen oder vielleicht sollte ich dort noch ein bisschen etwas verändern und hier und her. Und ich sage jetzt mal, schlussendlich können das noch viele Leute erzählen, die die Erfahrung gemacht haben. Auch wenn ich jetzt zu Jungen gehe und sage, hey, das dürfen auf keinen Fall so und so machen, das ist ungesund. Ich glaube, die eigenen Erfahrungen sind das Einzige, was hilft. Und man kann natürlich probieren zu helfen, oder das ist, ich probiere es, indem ich sage, was mir geholfen hat, aus dem wieder rauszukommen, oder eben zum auch Sachen vorbeugen, was ich einfach extrem wichtig finde, weil schlussendlich es ist immer noch nur Sport. Natürlich, es ist ein Beruf für viele, und man will das Beste rausholen, wenn man so viel investiert, aber es geht nicht mehr nur um die eigene Gesundheit, und wenn es dann auch die mentale Gesundheit irgendwie beeinträchtigt, dann probiert man zu helfen, indem man auch anderen das Gefühl gibt, man ist nicht allein. Es haben wahrscheinlich, ich behaupte, so viele Athletinnen, die auch noch nicht darüber geschwätzt haben, haben die Gedanken, und auch immer mehr reden ja darüber, und ich glaube, wenn man einfach weiss, man ist nicht allein und man kann mit jemandem schwätzen, der die gleiche Erfahrung macht, nur das hilft einem schon. Ja. Ja. Also ich kann dir sagen, es hat genützt, dass du darüber geredet hast, weil ich bin bei uns im Runbook mal schauen, ob wir schon mal über dich geredet haben. Okay. In ein paar von den
der allerersten Folge haben wir über das Red S-Syndrom geredet und ausschlaggebend für das ist das Video gewesen, wo du darüber geredet hast. Ah, wirklich? Okay, das Ja. freut mich, ja. Das finde ich schön, wenn man das. Ja, aber es ist so nur schon so, wenn man jemanden berührt hat oder irgendjemand nur schon zum drüber nachdenken angeregt hat. Das ist schon ein mega grosser Schritt. Genau, also wenn ihr irgendwo ganz, ganz, ganz weit an Anfang 2021 irgendeine Folge suchen, Ich glaube, es ist sogar im Titel drin. es kann sein, dass es sogar in Titel Ich habe ist. gemeint, ich erinnere mich so, aber ja. Dort ist Salome das erste Mal bei uns erwähnt worden. Genau. Ja, später wieder. Ja, ich finde es auch mega, mega wichtig und cool, dass du das machst. Vielleicht, wenn ich fragen darf, wie hat es bei dir, also am Schluss, wie hast du herausgefunden, was sind so Taktik oder auf was hast du denn spezifisch geschaut, dass jetzt, sagen wir jetzt eben mit der Essstörung wieder auf die richtige Bahn kommst? Also ich habe mir einfach wirklich Hilfe geholt. Ich glaube, wirklich allein rauskommen wird sehr schwer. Ich habe mit dem Ernährungsberater zusammen geschafft, eben mit dem Sportpsychologen zusammen geschafft und dann aber auch das Umfeld irgendwie muss Bescheid wissen, was in dir vorgeht. Weil wenn du dann zu den Eltern zum Nacht eingeladen bist oder so und dann ist halt das Essen Thema, dass sie einfach darauf sensibilisiert sind, dass es vielleicht ein heikles Thema ist, wenn du über, weiß nicht, Portionengröße schwätzt oder viele Leute meinen es ja auch nicht böse, aber dann bist du irgendwie auswärts am Essen und sagst jetzt, heute schaue ich halt mal nicht aufs Essen, was völlig in Ordnung ist. Du kannst nicht 100% clean essen als Sportler. Und dann sagen aber, es sind halt gleich Kommentare wie, oh, als Hochspringerin so viel. Und das meinen die Leute nicht böse, aber das ist, wenn du in einer Essstörung drin bist, kann das extrem viel triggern. Und das heißt einfach, so, vor allem das Umfeld, eben damals der Ex-Freund, dass die einfach wissen, wie man daheim isst oder auch, dass er damals hat Zeichen gesehen, wenn es nicht gut war und dann offen darüber reden und so. Und das hat sicher sehr geholfen. Ja. Also ist es wirklich primär das Gewicht, dass du eigentlich höher kannst springen, wo jetzt, sagen wir, junge Athletinnen und Athleten dazu bringt, um das Gewicht tief zu halten? Genau, ja. Es ist ja eigentlich, umso leichter du bist, umso höher springst. So einfach funktioniert es aber eben leider nicht. Habe ich damals auch gedacht, ich muss einfach abnehmen und dann funktioniert es. Aber natürlich eben die Körperzusammensetzung und das optimale Verhältnis von Gewicht und Muskeln ist entscheidend. Oder ist wichtig, nicht entscheidend. Und da muss man aber herausfinden. Und jeder hat ein anderes Körpergewicht, das gut ist für die eigene Leistung. Jeder hat einen anderen Nahrungsbedarf. Also gewisse müssen mehr essen, gewisse müssen weniger essen. Und das muss man für sich persönlich herausfinden. Und eben da darf man sich nicht vergleichen. Mhm. Okay. Und so bezüglich ja, Training bezogen auf den weiblichen Zyklus kommt ja auch immer mehr auf, dass das so ein bisschen sich durchsetzt im Spitzensport. Du bist ein Privatteam gewesen, wenn ich es richtig verstanden habe, mit dir und deinem Trainer. Hättest du ja können auf das schauen? Ich weiß nicht, hast du das gemacht? Oder inwiefern hast du sozusagen dich als eben das weibliche Geschlecht beim Training berücksichtigt? Also wir haben nicht zyklusorientiert trainiert. Das ist auch damals noch nicht so groß gesehen, wo ich wirklich so auf dem Peak war. Aber ich hatte ein sehr offenes Verhältnis mit meinem Trainer gehabt. Also das war überhaupt kein Thema gewesen, um darüber zu schwätzen, auch wenn ich irgendwie gesagt habe, ich bin müde oder ich habe meine Mens oder ich habe irgendwie Bauchweh oder so. Also er hat das immer gewusst und hat da auch nie irgendwie, also das sind weder Kommentare gekommen, noch habe ich mich unwohl gefühlt, über irgendetwas zu schwätzen. Also das können auch kleine Sachen gewesen sein, wie hey, mir geht es privat gerade gar nicht gut, weil eben irgendwie daheim riesen Streit oder weiß doch auch nicht was, ich bin mental vielleicht nicht auf der Höhe. Dass er das einfach aufgenommen hat und im Training eingebaut hat und auch sehr offen mit mir über alles geschwätzt hat. Von dem her, eben, wir haben nicht zyklusorientiert trainiert, aber wir haben so eine offene Kommunikation gehabt, dass er einfach immer gewusst hat, was läuft und das dann auch hat können berücksichtigen. Ja. 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 Also dein Trainer ist ja sowieso ein sehr, sehr wichtiger Teil von deiner Karriere gewesen. Das hast du ja auch immer wieder mal gesagt. Also ich glaube, du hast auch auf deiner Webseite explizit geschrieben, ohne das Umfeld ging es nicht. Und ich nehme an, da ist er wahrscheinlich ein sehr, sehr grosser Teil davon gewesen. Was noch speziell ist bei deinem Trainer, er ist ja eigentlich nicht in dem Sinn ein Profitrainer gewesen, oder? Nein, er war Feuerobencoach, also er hat das ehrenamtlich gemacht, er ist Lehrer noch nebenbei. Hat eben einfach eigentlich so eine Leichtathletikgruppe. Wir haben 3-mal in der Woche sind wir ins Training gegangen und dann hat er mich fördern, hat sich eben selber dann auch weiterbilden, wo er gemerkt hat, dass ich halt möchte weiterkommen und dass er mir das auch bieten kann, was ich brauche und hat sehr viel mit anderen Trainern geschwätzt und sich die Inputs geholt, hat Weiterbildungen gemacht und
Das ist, glaube ich, auch etwas, was ihn so ausmacht. Er hat überhaupt nicht so seine Meinung und das muss jetzt stimmen, sondern er geht sehr individuell auf jeden Athlet oder jede Athletin ein, die er hat, holt sich die Infos, die er braucht und passt das dann an. Und das hat bei uns immer so funktioniert und eben auch, dass er so offen und unkompliziert war in der Kommunikation. Das hat das Vertrauensverhältnis. Ich meine, wir sind so viel zu zweit unterwegs gewesen, wenn man sich da nicht wohlfühlt beieinander, dann funktioniert es auch nicht. Und dann, umso älter ich geworden bin und umso mehr Erfahrung ich hatte, habe ich auch immer mehr mitschwätzen, weil ich einfach dann schlussendlich immer noch am besten weiß, was ich brauche ab einem gewissen Alter. Und auch da war er immer offen für, wenn ich etwas hatte. Es ist auch manchmal sogar so gewesen, dass ich habe irgendetwas gefragt, weil irgendwann habe ich ihn dann angestellt. Dann hat er das Pensum reduziert als Lehrer, damit er mehr Zeit hatte für das Training, weil es einfach von der Zeit her sonst nicht gegangen war. Ja. Und dann habe ich ihn irgendetwas gefragt, was ich machen soll oder irgendwie im Training, ich weiß nicht mehr, was es gegangen ist. Und er hat dann selber nicht ganz gewusst oder hat halt wissen, was ich dann denke. Und dann habe ich halt einfach gesagt, ja, du bist der Chef, du musst es mir sagen. Und er hat gesagt, hey, auf dem Blatt Papier bist du mein Chef, du kannst es sagen. Und ich so, nein. Also, Das ist auch sehr ein pädagogischer Ansatz, oder? absolut, ja. Aber so haben wir dann wirklich zusammen, also dann die letzten Jahre wirklich auch zusammen geschafft. Also es ist dann nicht mehr, es ist überhaupt nicht hierarchisch gesehen oder so. Mhm. Ja. Wie nimmst du sonst so die Trainerstruktur oder Trainer-Athlet-Athletinnen-Beziehung wahr? Jetzt nicht nur in der Leichtathletik oder ja, einfach so in deinem sportlichen Umfeld. Ist jetzt die Beziehung, die ihr habt, eher normal oder hast du das Gefühl, es war doch außergewöhnlich gewesen? Ich glaube, das ist sehr individuell. Also es gibt da auch noch wirklich Trainingsgruppen, wo es wirklich, es ist der Trainer und man sieht sich im Training und mehr dann nicht. Es gibt dann viele Beziehungen, die auch schon persönlicher werden. Ich glaube, da muss man unterscheiden, so Einzel- und Mannschaftssport ist wahrscheinlich auch noch mal anders. Aber ich würde jetzt mal behaupten, so ein Nachverhältnis oder Vertrauensverhältnis, wie wir hatten, ist vielleicht schon eher außergewöhnlich. Ja. Ja, okay. Und für dich ist es nie ein Problem gewesen, dass jetzt irgendwie Leute von außen gesagt haben, hey, du bist so nah mit deinem Trainer, du musst ein bisschen Abstand haben oder irgendwie so. Nein, also habe ich auch nie gehört, so Kommentar. Das ist immer unsere Sache gewesen. Und wir sind halt auch, also eben, ich bin sehr früh zu ihm gekommen. Ich glaube, als U14-Athletin oder so bin ich zu ihm gekommen. Das heißt, er hat mich ja eigentlich auch wie gesehen, vom Mädchen zur Frau werden schon fast. Wir haben auch unsere Streit gehabt und alles. Also es ist nicht so, dass immer alles reibungslos gelaufen ist. Das ist, hast dich wirklich zusammenentwickelt. Aber ich habe es auch nie als ungesund empfunden. Also wir haben auch unsere Distanz gehabt, so. Von dem her, das ist jetzt für mich nie ein Problem gewesen. Und ich weiß nicht, ob Leute von außen hinterm Rücken etwas gesagt haben, weiß ich jetzt nicht. Aber es hat für mich funktioniert und von dem her, das ist eigentlich egal gewesen. Genau. Mhm. Ja. Ja. Also wenn du sagst U14, dann sind die wahrscheinlich knapp 10, nein mehr, 12, Also 13 Jahre unterwegs gewesen als Coach und Hochspringerin, oder? ja, ich glaube, wir sind es gesehen am Schluss. 14 Saisons haben wir zusammen gemacht. Krass, ja. Ja. Und eben, du hast gesagt, ihr habt das alles zusammen gemacht, ihr habt quasi die gemeinsame Entwicklung gehabt. Ist er jetzt eigentlich noch Coach? Oder hat er quasi seine Karriere mit dir beendet? Nein, also ich habe ja immer eigentlich eine Trainingsgruppe gehabt. Ich bin nie ganz allein gewesen im Training. Das Training ist einfach auf mich ausgerichtet gewesen, sozusagen. Aber ich habe immer mit Leuten zusammen trainiert. Eben mit denen gehe ich jetzt ab und zu noch trainieren. Und die trainiert auch weiter. Er hat auch neu bekommen. Also es ist jemand Neues in die Trainingsgruppe gekommen jetzt. Von dem her, er macht es ja wirklich gern. Also er findet es toll und er hat sich auch wirklich so als leidenschaftlicher Hochsprungcoach so ein bisschen entwickelt. Also ich glaube, er liebt Hochsprung wirklich auch so. Von dem her, das bleibt bei. Also das macht er immer noch weiter, ja. Ja, und er hat halt auch jetzt im CV, ja, also nicht nur Entwicklung, aber Grosswerden von Salome Lang und dann, Absolut, ja. Er hat auch dann durch mich sicher auch, oder durch die Leistungen, die wir zusammen geschafft haben, auch Anfragen bekommen von anderen und ist sicher jetzt mittlerweile in der Schweiz sicher auch jemand, den man kennt in der Hochsprungszene. ja, ja. Bist du jetzt eigentlich auch so ein bisschen Co-Trainer, blöd gesagt? Ja, ab und zu. Also ich bin zum Beispiel an der Schweizer Meisterschaft jetzt in der Halle bin ich mitgegangen und also wir haben nie zusammen seine beiden Athleten und Athletinnen gecoacht. Also Co-Trainer würde ich es nicht nennen, aber ich bin auch schon eingesprungen, wenn er gesagt hat, er kann das Techniktraining nicht leiten, er macht es. Von dem her, das macht mir schon Spaß, aber ich sehe mich jetzt gleich noch nicht so als Trainerin. Aber es werden schon irgendwann mal eine Option
wirklich in diesen Bereich zu wechseln? Oder kannst du dir das gar nicht vorstellen? Es ist ja so ein bisschen die Frage, weil entweder machst du so ein bisschen Kids- und Hobbytraining, das kannst du relativ schnell machen. Und wenn du aber also im Leistungssport willst Trainerin sein, dann musst du halt wirklich viel mehr investieren. Und ich weiß noch nicht, ob ich die Zeit habe und mir will nicht, um dann wieder so fest in den Sport hineingehen. Ja. Ja, okay. So, wo du voll im Training warst, was sind so deine ersten Gedanken gewesen am Morgen, wo du aufgestanden bist? Also, weißt du, so im Sinn von, mal, das nimmt mich wunder, weil ich habe damals immer so gedacht, so, fuck, ich habe das Training oder jetzt habe ich das Training. Es ist so voll, der erste Gedanke war beim Sport gewesen. Wie ist es dir gegangen? So der erste Gedanke, wo du bist verwacht und dann, was ist gekommen im Kopf? Ähm, ja, wahrscheinlich denkst du schon eben an den Tagesablauf. So, okay, jetzt ist jetzt ins Morgen, dann habe ich 2 Stunden Zeit, dann gehe ich ins Training. Je nachdem, wenn du gewusst hast, was für ein Training kommt, hast du vielleicht auch mehr oder weniger Freude gehabt am Morgen, weil du gewusst hast, es wird einfach langweilig. Auch diese Trainings hat es gegeben. Von dem her, der Kopf ist schon immer beim Training gewesen. Oder Ja. auch eben, wie gestaltest du den Tag ums Training herum. Also das sind sicher die ersten Gedanken am Morgen gewesen. Ja, ja, spannend. Ähm, okay, gut. Wie, ich habe nämlich nochmal eine Frage, die mich einfach so, das ist jetzt vielleicht ein bisschen random, aber so, ja, wo du halt so voll im Trainingsbetrieb inne gsi bist, wie hat deine Müdigkeit ausgesehen? Also hast du einfach hure müde Beine gehabt? Klar, der Rücken ist wahrscheinlich des Öfteren mal ein bisschen am Anschlag gewesen, aber wie sieht so eine Müdigkeit von einer Hochspringerin aus? Da muss man ein bisschen unterscheiden, in welcher Zeit man ist vom Jahr. Ich behaupte jetzt mal im Winteraufbau, wenn du wirklich so ein hartes Training hast, wo du dann eigentlich die Leistungen vom Sommer vorbereitest, bist du eigentlich schon konstant müde und dann macht konstant alles weh, weil einfach das Training so intensiv ist und dann merkst du auch, du hast eigentlich neben dem Training nicht viel Energie. Dann gehst du wirklich ins Training, gehst heilig ab oder gehst in die Physio oder sonst in irgendwelche Reha-Massnahmen. Ich sage dann mal, sobald die Wettkämpfe kommen, ist es extrem wichtig, dass du erholt bist. Und dann musst du dich eher bremsen, weil du das Gefühl hast, im Training machst du eigentlich gar nicht mehr so viel. Du hast noch mega viel Energie, aber die musst du ja eigentlich auch sparen für den Wettkampf. Und dann bist du einfach auch ein bisschen mehr daheim und tust dich einfach so erholen. Aber es gibt sicher Phasen, wo du wirklich konstant müde bist und dann gibt es Phasen, wo du eigentlich sehr gut erholt bist. Ja, okay. Also bist du wirklich so, an den Wettkämpfen bist du immer zu 100% fit gewesen? An jedem Wettkampf? Nein, nicht an jedem, weil die Saison ist ja meistens sehr lang. Das heißt, du trainierst auf dem Peak hin. Das heißt, es kann auch gut mal sein, dass du einen Wettkampf gemacht hast aus dem Training raus und dann sagst du, anstatt der Techniktraining machen wir jetzt halt einen Wettkampf. Mhm. Aber ich habe vielleicht 1, 2 Wettkämpfe irgendwie noch mit Muskelkater gemacht oder so, aber Ja. während der Saison bist du wirklich schon eher erholt. Das schon, ja. Okay. Ja. Ausser eben, es zwickt im Rücken, oder? Außer es zwickt im Rücken, ja. Gut, erholt bist du gleich, weil dann trainierst du ja tendenziell noch weniger. Aber dann hast du halt hast du natürlich irgendwelche Schmerzen, ja. Oder sonst Gedanken sind dann halt mehr beim Rücken oder bei den Schmerzen wie bei der Sache. Genau. Weißt du eigentlich so, was das Verhältnis war von Zeiten, wo du problemlos hast können springen oder wo du zumindest gesprungen bist, zu wo du wirklich verletzt ausgefallen bist? Schwer zu sagen. Angerechnet. Vor allem, man muss halt sagen, problemlos springen ist nochmal etwas anderes, wie wegen dem Problem gar nicht können springen. So. Ja. Ich behaupte, das ist auch so ein Ding im Sport. Ich glaube, das ist auch in dieser Bubble. Von außen denkt man, es haben alle einen Dachschaden. Aber wenn ich auch jetzt wieder auf die Schütze gehe ins Training und frage, wie geht's? Ja, ja, es geht gut, der Fuß zwickt ein bisschen. Oder ja, ja, das Knie macht ein bisschen weh. So, du hast so ein anderes Verhältnis zu Schmerzen, weil solange die Schmerzen dich nicht bremsen und du nichts weiteres kannst kaputt machen, ignorierst du es einfach. Und das ist alles andere als gesund. Leistungssport ist nicht gesund, das muss man auch nicht schönreden. Aber wirklich komplett schmerzfrei an Wettkampf bist du schon eher wenig. Weil du einfach so am Limit trainierst, zwickt es irgendwo, spürst du immer etwas. Ja. Und eben die letzten Jahre seit Tokio sind auch immer, also es hat schon auch, so, ich sage jetzt gerade mal als 23, bin ich eigentlich auch schmerzfrei gewesen, bis der Rückfall gekommen ist. Aber eben die letzten Jahre haben sicher zu dieser Quote nicht beigetragen, dass ich kann sagen, ich bin mehr schmerzfrei gewesen wie nicht schmerzfrei. Ja. Mhm.
Also man muss ja auch sagen, du hast ja gesagt, du hast deinen Rücktritt gegeben, obwohl du glaubt hast, theoretisch wäre noch etwas möglich. Oder einfach auch wegen der langfristigen Folgen, die du siehst. Und das finde ich extrem bewundernswert, weil ich meine, jetzt doch mit dem Podcast hat man doch schon einige Geschichten mitbekommen. Und ähm, was auffällt, ist, was du sagst, dass die Leute einen gewissen Raubbau am eigenen Körper in Kauf nehmen für den sportlichen Erfolg. Und dass du dann eben gesagt hast, okay, ich mag das nicht mehr machen oder ich will das nicht mehr machen, finde ich extrem speziell. Was hat, was hat dich dazu bewogen? Oder beziehungsweise, wo hast du können quasi die Sportlerin abschalten und Salome den normalen Mensch oder den Alltagsmensch einschalten? Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Prozess gewesen, weil es eben viele Verletzungen gewesen sind. Also nach der ersten Rückenoperation habe ich mir gar nicht überlegt, ob ich zurückkommen oder nicht. Das ist mir wie klar gewesen. Auch bei der zweiten ist eigentlich dann irgendwann, ich glaube, das hat mein Bruder dann mal gefragt, hey, was ist eigentlich, wenn jetzt die zweite Operation nicht funktioniert? Und dann redest du natürlich mit sehr vielen Ärzten und ich habe mir immer sehr viele verschiedene Meinungen eingeholt, aber ich hatte so einen Vertrauensarzt gehabt. Und mit dem ist eigentlich wie so die Abmachung gewesen, sobald es langfristige Schäden riskiert, muss er mir das sagen. Weil er ist auch ein Sportarzt gesehen und ich sage jetzt mal, Sportärzte ticken auch noch ein bisschen anders. Die pushen dich auch, oder also sie pushen dich nicht, aber sie helfen dir, dich zu pushen über die Grenzen von deinem Körper. Und er hat mir dann damals eigentlich bei einer Konsultation gesagt, «Schau, wenn ich das Athletenherz in dir nicht spüren würde, würde ich dir sagen, du musst jetzt aufhören.» Und er hat bei allen Operationen vorher, bei allen Rückschlägen vorher immer gesagt, «Schau, es kann noch gut kommen, es funktioniert noch.» Und als er mir das gesagt hat, habe ich gemerkt, okay, ich bin jetzt wirklich an einem Punkt, wo es langsam gefährlich wird. Wenn ich dann überlege, hey, ich möchte in 20 Jahren auch noch Sport machen, ich möchte dann vielleicht in Zukunft mit meinen Kindern mich auch noch normal bewegen. Und dann ist eigentlich wie gewesen, gut, er hilft mir nochmal, das in den Griff zu bekommen für die Quali in Paris. Wir probieren das nochmal. Aber nachher kann er als medizinisch dann auch nicht mehr vertreten, mich da noch weiter zu pushen. Und wo er mir das dann so gesagt hat und auch das Umfeld hat mich immer unterstützt, aber die sind natürlich dann schon eher die Vernunftstimme, die hinterfragen, hey, macht das jetzt noch Sinn? Und durch das hat sicher geholfen, ja. Dein Rücken ist ja so jetzt, wenn man es ein bisschen rausgehört aus dem ganzen Gespräch, ein zentrales Thema gewesen in deiner Sportlerinnenkarriere. Wünschst du dir manchmal, dass du wie andere Probleme gehabt hättest? Oder sagst, hey, das ist jetzt mein Ding, ich habe mega viel daraus gelernt und bin stärker geworden, das gehört zu mir. Ja, wie siehst du das rückblickend? Ähm, Habe ich mir noch nie gemacht, die Gedanken, ehrlich gesagt, weil eben, es ist einfach immer der Rücken gewesen. Ich sage, andere strugglen konstant mit dem Knie, haben den Fuß irgendwie, der immer weh macht. Habe ich jetzt eben zum Glück weniger gehabt, diese Probleme. Schlussendlich, wie gesagt, ich bin nicht unglücklich mit meiner Karriere. Ich habe eine mega lange Karriere gehabt. Ich habe alles, eigentlich fast alles erleben und fast alles erreichen, was ich mir vorgenommen habe. Von dem her, ich bin sehr zufrieden, wie alles gelaufen ist. Natürlich wünsche ich das anders. Natürlich hätte ich gerne die letzten 3 Jahre von der Karriere gesund gemacht und jetzt noch weitergemacht. Aber ich denke mir da immer so, die Gedanken bringen die jetzt auch nicht weiter. Ich schätze das, was ich hatte. Und der Rücken, das ist jetzt so. Und vielleicht durch das, dass ich jetzt schon aufgehört habe, erlebe ich in den nächsten 4 Jahren unglaublich tolle Sachen, die ich nicht erlebt hätte, wenn ich jetzt noch Leistungssport gemacht hätte. Von dem her ist das voll in Ordnung so. Und das schätze ich auch jetzt, das Leben, das ich habe neben dem Sport. Ja, also du hast sicher auch müssen da die Umfrage von der Uni Bern oder das Swiss Olympic ausfüllen, als wenn ja zurücktrittst als Ja. Spitzensportlerin. Ähm, ich weiß nicht, ist dir von dort etwas hängen geblieben? Weißt du, kannst ja so dann abwägen, bist du zufrieden jetzt oder bist du eher unzufrieden im Vergleich zu früher? Wie geht es dir? Also kannst du jetzt schon ein Urteil fällen? Ja, wie geht es dir, Salome Lang? Ja, also eben, ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben. Ich sage immer, ich habe ein mega schönes Leben. Ich sei es jetzt mit oder ohne Sport. Von dem her, ich bin sehr zufrieden. Ich habe mega Freude an allem, was ich im Moment mache. Ähm, Ich hatte eine mega schöne Karriere gehabt und es ist für mich in Ordnung, die so abzuschließen. Von dem her, mir geht es sehr gut. Ja.
Okay, das Das ist ist, mega schön zu hören, ja. das ist gut zu hören, genau. Ja, vielleicht, wenn wir noch ein bisschen in die Zukunft schauen, also als Sportlerin oder als Sportler redet man ja immer gerne über Ziel. Ähm, Jetzt bist du am Arbeiten neu. Was sind jetzt so deine nächsten Ziele, die du anpeilst? Hm. Was sicher anders ist wie früher, du hast nicht mehr so konkrete Ziele. Früher hast du wirklich von Saison zu Saison, du hast halt in der Leichtathletik auch ganz klare Zahlen, wo du gewusst hast, das möchte ich erreichen. Das habe ich jetzt nicht. Es ist sicher, das Ziel ist sicher immer noch, mich zurechtzufinden in einem neuen Alltag. Ich glaube, das ist auch ein Prozess, der einfach noch Zeit braucht. Aber das Ziel ist sicher, ich möchte mich jetzt in anderen Bereichen weiterentwickeln. Ich möchte jetzt herausfinden, wo geht es beruflich für mich an. Eben, was mache ich für anderen Sport? Ich fange jetzt auch im Tennis schon wieder an mit Turnierspielen. Also so der Leistungsgedanke, der hat man noch nicht ganz so also auf Hobbyniveau, aber so ein bisschen Leistungsgedanke ist schon noch da. Von dem her, Ziel sind wirklich einfach, mir jetzt so mein zweites Standbein, das ich mir aufgebaut habe, jetzt weiter auszubauen und dort eine Freude zu finden und einfach das zu machen, was ich gerne mache. Ja. Und wenn wirst du das nächste Mal voll reingehen? Voll reingehen. Voll reingehen? Irgendwo? Was ist, oder anders gefragt, in welchen Aspekten von deinem Leben möchtest du jetzt noch mal Vollgas geben, voll reingehen? Boah, schwer. Eben, ich möchte jetzt sicher mal im Beruf weiterkommen. Ich möchte jetzt herausfinden, was dort auf mich wartet oder in welche Bereiche ich mich dort entwickeln kann. Aber ich glaube, so eine Leidenschaft zu finden, wie ich hatte für einen Hochsprung und wie ich das ausgelebt habe, ich glaube, das ist schon nicht selbstverständlich. Das haben mir auch Leute gesagt nach der Karriere. Ich soll nicht damit rechnen, dass ich nochmal so eine Leidenschaft finde. Weil das ist nicht selbstverständlich, dass man die überhaupt erst einmal findet. Und es ist auch voll okay, wenn du dann einfach 5 Sachen sehr gern machst, aber nicht etwas mega extrem. Von dem her, das weiß ich nicht, ob das nochmal passiert oder nicht. Ist man eigentlich jetzt, wenn man genug früh aufhört mit Spitzensport, immer noch genug jung zum Ausgang gehen? Ja, ich würde schon sagen. Ich würde sagen, das haben wir sicher ein bisschen etwas nachholen, auch was man verpasst hat. Ja. Ja, das ist gut, vor allem jetzt, wo der Sommer kommt. Schön draußen. Absolut, ja. Erster Sommer als Nicht-Spitzensportlerin. Ja, Verfolgt du dich am meisten? ich glaube, es ist spontan sein. Wenn es ein schöner Sommertag ist und du bist am Freitag oben draußen, musst nicht heim, weil du weißt, du hast Training am nächsten Tag. Wenn du Lust hast auf einen Aperol, gibt es einen Aperol. Wenn du keine Lust hast, gibt es keinen. Es ist auch jetzt gerade in Basel ja Fasnacht gesehen. Es ist meine erste Fasnacht gesehen, wo ich nicht Wettkampf hatte oder nicht haben müssen denken. Also das ist auch sehr lustig gewesen, ja. Ja. Von dem her einfach so ein bisschen das mehr nach Lust und Laune leben. Das ist etwas, Ja. auf was ich mich freue. Oder was ich jetzt schon genieße, sagen wir es so. Ja. Perfekt. Ja, ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen um dich machen, Salome. Ich glaube, dir geht es nicht. gut. Ja. Du wirkst happy, du wirkst zufrieden. Von dem her, auch als Nachsportlerin alles Gute. Danke Und, Genau, auch von meiner Seite. und ja, vielen herzlichen Dank, bist du bei uns gewesen. Es war wunderbar, gewesen, mit dir zu reden. Mega angenehm gewesen, danke euch. Cool gewesen. Ja. Danke dir, ja. Und andere. Ja, Salome, wenn du noch etwas willst sagen, was dir mega wichtig ist, dann darfst du das jetzt gerne als Publikum die Plattform, die hast und die wollen wir dir jetzt auch noch schnell geben. Ich habe jetzt hier gerade nicht vorbereitet. Ich glaube, es ist eigentlich in Ordnung jetzt. Es ist, ja. Haben wir alles gesagt? Ist auch sehr schön. Alles gesagt. Das spricht für die Vorbereitung von uns zwei. Ja, genau. Ja. Super. Bravo, leider. gewesen. Hey, ja, in dem Sinn, vielleicht noch schnell, wo kann man dir, ich weiß nicht, ob das immer noch wichtig ist, wenn wir eine aktive Sportlerin oder Sportler haben, dann sagen wir immer noch, wo kann man die Person verfolgen. Wenn man dich noch kann verfolgen oder das gerne würde machen oder unterstützen, weiß auch nicht, ob man das immer noch macht. Kannst du es gleich mal sagen? Also ich muss sagen, meine Insta-Aktivität ist drastisch runter, seit ich nicht mehr irgendwelche Sachen für Sponsoren muss posten. Also ich bin da nicht mehr ganz so aktiv. Ja. Aber ich glaube so Instagram und sonst bin ich auf LinkedIn halt, so für die beruflichen Sachen. Jetzt ist LinkedIn euer Insta. Genau, ja. Also ich glaube, das sind so die einzigen 2 Sachen, wo ich online noch ein bisschen aktiv bin. Aber ja, sonst einfach melden und für einen Kaffee. Ich glaube, das ist das Einzige. Sehr geil. Fantastisch. Ja, voll. Und in dem Sinn wären wir am Ende vom heutigen Podcast. Danke
dass ihr dabei gewesen seid. Danke Salome, bist du dabei gewesen. Sehr gerne. Und wenn ihr unseren Podcast wollt abonnieren wollt, könnt ihr das auf Apple Podcasts und auf Spotify. Und wir geben uns Mühe, jede Woche das Beste aus der Welt vom Sport für euch zusammenzutragen. Ja, und auf LinkedIn findet ihr uns auch, aber am besten folgt ihr uns auf Instagram unter vollinne_podcast. Und wenn der Podcast euch gefallen hat, dann teilen ihn doch mit euren Liebsten. Und in dem Sinn, bleibt gesund, macht viel Sport und bis nächste Woche. Tschüss zusammen. Tschüss.